service. Want je wil eran blijven voordat, je kan terugkomen voor een tweede service. En zo, wel best is een dag vieren. Oosteren is een bijzondere tijd, een zeer bijzondere heilige dag. En besonders voor mij dit jaar, mij voelt zich zo dat Oosteren weer een tijd, deze Oostertijd, wo ik de Baptismal nog met 9 uur aankijk, dus weet ik nog niet, had je gezegd, je hiert en je leest mal met die uur nog helemaal durchlezen en bis harken de verschiedene, als je Gospels durchkijken, wo die verschiedene haben dort geschreven en mij weer dat sehr interessant. Deze Oostertijd waren abgefresht zijn, um sein Wort wirklich die Meinung erst hängen Austern. Lothar war ein klein bisschen ankicken und die Meinung von Austern. Was das really bedient, was das bedient für uns von der. Und so, mich freut dass ihr hier seid mit uns, diesen Tag zu feiern. Wenn ihr hier ja seid, blieb bis ganz geloten, gemütlich, wie wir anfangen mit einer Anbetungszeit. Ich wollte eine Karte Botschaft haben. Und dann wollen wir die Zeugnisse hier von das, was sich taufen loten. Und wir wollen die taufen. Und bloß eine gute Zeit haben mit Top feiern und zelebrieren, was Jesus hat getan. Und T-Shirts und Hemden, wo ihr seine nie leben. En dat is wat het jet van jou. Ze zeggen, ik kan niet leven in Christus, ik wil mij tafel laten, mijn geloven, en zo wie wil ons dus met vrijen met een. En zo ik vraag dat je opstaan, wie wordt het eerste lied aanvangen te zingen, en dat lied wat we wel zingen, dat zeg ik wil niet gaan vergeten. Wat is ik gaan vergeten wat Jezus heeft voor mij gedaan. En dat is really wollen we eenmaal dit jaar uitstellen, dat we niet worden vergeten. Denk er bis mal bij wat 2000 jaar terug starf Jezus am Kreuz von der aus, dat nog eenmaal fresh für mich und für die. Und das werden wir das nicht vergeten. Wir reden davon, wir reden als Kinder davon. Wir kommen taub zu Stadt, wir loben Gott und sagen Dankeschön für was du hier hast getan. Wir wollen bis nicht vergeten können. Vor allem wir kommen taub und wir danken dir für diesen Samarias hier. Wir danken dir, dass wir können taub kommen, diesen aus der Zeit zu feiern. Und die loben und die hochheben und sagen Dankeschön. Dankeschön für das neue Leben, was wir haben in dir. Und wir loben dich und wir preisen dich in Jesu Namen. Amen. Kraft, den muss die Luten
Jesus, Dankeschön. Dankeschön für was du für uns tust. Immer weiter, jeder Tag frisch. Weil wir Dankeschön sagen für den engen Schöpfer, den du gemacht hast in uns Leben. Amen. Das nächste, wo wir eine Botschaft nennen, aber ihr spart noch ein Video am Screen sein, kann ich durchsetzen. So, wat is de Meinung von Austern? Menschen haben auf, die nehmen Zeit auf, die fahren weg. Wir haben verschiedene Dinge, was wir tun über Austern. Arbeiter gleichen dort, wenn sie können, some der aufhört, jetzt scheint mit Familie zu kommen, ist. Aber was ist wirklich Austern? Und Jan kann ein bisschen hier und dort nachzukicken. Das sind zwei Gräber, wo die können haben von der ersten Tag. Das eine Grab, das ist in Russland. Und das ist ein Graf von einem Mann, sein Name, der heißt Lennon. Der lebt unter 1870, aber unter 1924, der ist schon 100 Jahre tot. Und Menschen von weit breit vor der Hand haben das Graf nach Amazon, das ist nicht bloß ein Graf, das ist in einem Gebiet. Und der Körper, der liegt in einem Glas nicht Ding, wo der in einem Licht, da sind viele Guards, die da abpassen, viele Soldaten, die da abpassen. Und da sind Signs, die sagen, please, sieht still, sieht nicht zu laut hier. Und hier liegt ein Körper von einem Mann, der ein gottloses Leben lebt. Er glaubt nicht an Gott, hat viel Trick gemerkt, hat sehr viel Blut vergoten, hat viel schlechte Dinge getan. Und über alles, er glaubt nicht an Gott. Er leitet seine ganze Nation, der Welt, wie er immer wieder Leute in gebunden hat. Und die Menschen, die am Hängeran gegen seine Followers werden, die werden bis verstrahlt. Met Träume, even de Träume wat ze hadden, en geen Hoffnung bis sie diesen Punkt. Dan is er een andere Graf, wo ook mensen gaan 14 jaar terug, dan weer wieder, en dat is in Jeruzalem. Dat is een Graf, wo wir aanvoeren, wie wisten dat wird ladig sein. Wir gingen dahin, und nicht um dort die Körper zu finden, aber wir gingen dahin, und das ist Stein an der Wand, was da abgehakt ist, bis krieglich in der Witte Steiner Wand nennen. Und da sagt, wir müssen ein Zeichen da anbieten, der dort sagt, er ist nicht hier. Er ist abgestoßen. Und dort kriegt wir ihn wie kein. Das ist Graf, groß Bitterkant. Jerusalem, wo die Menschen, die Geschichtenschreiber glauben, dort erst kriegt steht, wo Jesus erst Bernie war. Zwei sehr verschiedene Gräber. Ein Graf, wo das mit Guards nach einmal herumgewasst und abgepasst und sei soll still sein, ist wie in Israel wir bei dort Graf, da wir kein so ein Ding ist, dort uns sein, wie dort wir sollen still sein, wir haben actually Abendmahl daran, dort Graf, hat eine gute Zeit, und diese Botschaft von dieser Graf, was ladig ist, du hast eine Botschaft von Hoffnung, von Versprechung, von der Zukunft, was wir haben. In der Geschichte finden wir in Lukas 24,1, but nein. Dann, den ersten Tag in der Weg kamen sie, und gewisse andere Frühs mit, am tidig Samaris am Graf und brachten die Kriegerie, die sie gemerkt haben, diese Kriegerie wird am anschmieren, aber als sie kamen, wird der Stein all von Graf weggerollt. Und so ein anderer Evangelium sagt, am Weg dahin verteilte die Frühs und sie, wer wird uns den Stein wegrollen? Wer wird dort down? Aber sie wird dort kamen, wird der Stein all weggerollt. Und während sie noch nicht so reich wissen, was der Ferien kamen zwei Männer, und Schlag wird der Kleider noch arm. Als sie dann verschrocken und sich mit dem gesagt, aber ab ihr Bion, seht ihr arm. Warum seht ihr den Lebenden, mangt der Verstorbenen? Der ist nicht hier. Der ist abgestoßen. Denkt daran, was er zu ihnen sagt, als er noch in Galiläa war. Und als er sieht, die Menschen sehen, die sind dann hingegeben und gekriegt worden und den dritten Tag abgestoßen. Dann dachten sie an die wird. Dann gingen sie zurück vom Grab verteilen, dass die Alfen und alle anderen. Das Versatz hier, das ist probably die beste Neuigkeit, was wir ever war hier. Er ist nicht hier. Er ist abgestoßen.
Jesus, der lebt. Und das wollen wir uns freuen von der. Wenn das nicht die Wahrheit wäre, dann wird für mich und für die keine Zukunft sein, nur das Leben und das andere Leben nachzugehen. Und so, was ist wirklich die Botschaft, was ist wirklich die Meinung von Austern oder von der Apostelung? Das ist nicht bloß, dass Jesus da am Kreuz ging, das ist nicht bloß, dass wir am in einem Graf nennen, den Stein da verrollt, das ist nicht bloß, dass der Soldat am wir, oder wer den Stein hat wachgerollt, oder so, wer seinen Körper da nicht sagt. Dat is de Event, wat er passiert. Dat zijn de dingen wat er passieren. Maar werkelijk de boodschap, nummer 1, de eerste punt is Jezus leeft. Dit is de bediening. Dit is de Meinung van Oosteren. Jezus leeft. Hij is niet dood. Hij leeft. Hij versucht zijn Jünger dat ook te zijn. De Titus hij beïerd weer. Versucht hij zijn Jünger dat ook bij te brengen. Matthäus 16, 21 sagt het, vandaan aan vangt Jezus aan zijn Jünger dat bij te brengen. Hij versucht het bij te brengen, dat klaar te merken, dat hij wordt moeten lijden, dat hij wordt doodgemerkt, aber den derde dag, dan wordt hij opstaan. En als Petrus dat hiert, Petrus den neemt Jezus tot ziet. Op Engels zegt het dat Peter rebuked hem. Dus hij allemaal wem tot ziet genomen, je zegt, oké, nu moeten we mal een beetje vertalen. Dus dit is ernst. Petrus, den noemt Jezus tot ziet, zegt het in vers 22 en zegt hem, Gott bewaar die. So wat soll nie passieren. Sonst das wollen wir nicht haben. Und so Luther, nur wo Jesus am Berg wie wo er verwandelt wird, in Matthäus 17, Vers 22, dann redet er weiter davon. Und Jesus sagt, die Menschen sehen, die Menschen hingegeben worden, die waren am Tod merken, und am dritten Tag wird er abstehen. Und er versucht dann zu deutlich merken, ganz durch die Gospels, ganz durch die Evangeliums, hij versucht hen tot bij te brengen, dit is wat er wordt passieren. Hij zegt, ik wil sterven, maar ik wil niet dood blijven, ik wil opstaan, ik wil opstaan. En dat is wat deze vrouw zei in Samaria, zondag tidig Samaria, so wat im Graf kwam. De engel zegt, hij is niet hier, hij is niet hier, hij is opgestaan. Dit is de waarheid, wat onze wereld moet zullen hier. Dit is de waarheid wat de wereld zal hier, waar du bijna leeft, de mensen wat er om die zijn. Dit is de waarheid wat mensen zullen hier. Jezus, der leeft. Jesus, der ist nicht mehr im Grab, er ist abgestorben. Und wenn er dort nicht mehr ist, und wenn das Grab leerig ist, das wird uns von der Freude geben, dass er dort nicht ist. Und so, wenn er nicht da ist, wo ist er dann? Das war ich gedacht, das Werk. Wenn er nicht da ist, wo ist er dann? Und die Schrift ist ja klar über das. Hebräer 10 sagt, dass aber das Priester hat ein einziges Opfer für die Sinn gebracht und sagt nu für immer, wie Gott seine rechte Hand. So Jesus sagt, bei Gott seine rechte Hand. Und dann wie die nächste Frau, wo ich gedacht, was tät er? Was tät er da bei der rechten Hand? Und was er tät ist, er redet Gott für mich und für die. Er redet Gott für mich und für die. Er ist ein bisschen auf Code, ist ein Attorney, würde ich gerne sagen, auf Code für uns zu den Führer. Und er redet Gott zu uns. Hebräer 7, 25 sagt, da kann er die vollständig raten, die durch an die, durch arm nach Gott kommen. Er lebt ewig und bet für an. Er redet Gott für mich und für die. Aber das ist auch noch mehr, was er redet. In Johannes 14, Vers 1, bis 3, besonders in Vers 2. Er sagt, Vers 1, wir sollen nicht ans Angst haben, wir sollen uns nicht abregen, wir sollen uns nicht grühlen. Und er sagt, in meinem Vater sind Häuser und viele Wohnungen, war das nicht so wie, wo ich gesagt habe, ich will so haben, eine Stehdraht zu merken. Das ist, was er redet. Er merkt eine Stehdraht für mich und für die. Er merkt eine Stehdraht für mich und für die. Und Vers 3 sagt, dass er wird zurückkommen. Er wird mich und die dahin holen, wo er ist. Er will haben, dass wir selber da sein, wo er ist. Er merkt Himmelreit für uns. Na, wir können nicht verstehen, wo das was ist und was Himmel ist und wo das ist. Aber er merkt Himmelreit. Und er wird zurückkommen, wenn ihr schreit, als wenn Gott ihr sagt, nu ist es fertig. Er schaut nach Gott, dass Gott wird sagen, nu ist es reit, nu kannst du ihn gehen holen. Und so Jesus, der lebt in jeder einer von uns, der die Jenwort von den Heiligen jest. Und im Moment, was wir am annehmen, und so wir sind in Arm, wir können sicher sein in Arm. Ein klares Bild, was Johannes merkt von das, dass wir in Arm sind, das in Johannes 15, Vers 1, was feiern. Er redet hier von den Weingarten und den Weingärtner, die den Weingarten haben. Und er sagt in Vers 4, blieb in mir und ich will in die bleiben. Er gibt den Beispiel, dass kriegst du einen Rang, wenn der nicht an der Stühle an ist, dann kann der keine Frucht bringen. Wenn wir nicht in Jesus sind, können wir nicht die Frucht bringen. Aber wenn wir in Arm sind, dann sind wir sicher.
Wat hij zegt is, Jezus, der leeft, hij sei levendig en wie kunnen durch am leven. Nummer 2 ist die Meinung von Austern ist, unsere Sünden sind vergeben und wir sind ewig sicher bei ihm. Hij heeft den ransom, hij heeft ons losgekauft durch zijn dood. En ransom, dat is when somebody gekidnapped is. Deze week lees ik van een missionair wat in South Africa, hij is van de States en hij is in South Africa en hij is een missionair en hij is daar vast. En some mensen van de States, die komen en die kijken hem daar los. Die toelen daar aan en dat hij los kan. En zo denkt er een beetje over wie wir sind, wenn wir vast wir. Nicht bloß hat Jesus das betont, aber er kauft uns los. Und Epheser 1, Vers 7 sagt, dass der Jesus, der sein Blut für uns gibt, der sind wie losgekauft. Wir sind losgekauft. Und dann, der dritte Ding ist, wir wollen eine fleischliche Auferstehung beleben. Das ist auch eine Meinung von Austern. Wir wollen auch eine fleischliche Auferstehung beleben. Jesus, der sagt dort, den letzten Tag, dann wird er kommen, er wird uns abweichen. Er wird uns auch von dort abweichen, weil wir gestorben sind. Und so, das ist die Meinung in Kart von Austern. Das Meier ist bloß die aus der Geschichte, wo wir können sein, oder Dinge, wenn wir aufhören, wie mit Familie top sind, all die Dinge sind sehr gut. Aber die wirkliche Meinung von Austern ist eine sehr tiefe Meinung für uns alle. Und so, ein Tag, wo wir auch eine körperliche Auferstehung haben. Wenn wir von dieser Welt verloren, uns Körper hier wird verloren, wir wollen nie einen Körper kriegen. Und so Austern meint, dass Himmel ist uns Haus. Himmel ist unsere Hoffnung. Himmel ist uns Haus. Jesus sagt, ich gehe nicht rein zu merken, ich will zurückkommen, ich will jüd holen. Das ganz wichtigste Ding von Himmel ist nicht unbedingt, was das in Castle sein, oder was das von Gold gemerkt sein, oder wo wird das Krieg sein. Aber der Issue ist, oder die Sache ist, dass Gott wird das sein, Jesus, der wird das sein im Himmel, und wir werden das sein mit am Top, wir werden am Anbeten, wir werden mit am Leben, wir werden mit dem Top leben, was wir hier gekannt haben, hier auf der Erde. Und wenn Jesus ist abgestanden von dort, merkt er dort alljährlich, was er versprochen hat. Wenn Jesus abgestanden ist von dort, würde wir können sagen, das ist der ultimate proof, oder das ist der Abweis, dass er Gott sein Sehen ist. Und er merkt Himmelreich für uns. Jede Person, die seinen Namen hat, in das Lebensbuch geschrieben, wird das beleben ein Tag. Und so hier ist die Botschaft, oder die Meinung von Austern. Wenn Jesus ist abgestanden von dort und er in uns lebt und jeder einer von uns, was seine Kinder sind, kann wir eine Zukunft haben. Wir können eine Zukunft haben, eine Zukunft angehen, mit Vertrauen, mit einem Versprechen, mit vollkommener Friede. Und so, wenn wir noch ans Leben kicken, manchmal fällt sich so, das ist alles, was es ist. Das Leben hier, das ist alles, was es ist, alles, was anhält. Aber das ist nicht alles. Das Leben hier, das ist wirklich ein Journey. Das ist ein Weg, wo wir hingehen. Und Jesus, der stand ab von dort und er hat Versprechungen je für uns. Und Jesus wird stehen ein Tag in Lur, wenn wir da sind, um das Versprechen, ein großes Versprechen vorig zu merken, dass wir können bei ihm sein. Es wird kommen, wenn wir noch hier leben oder wenn wir gestorben sind, aber das Versprechen, das bleibt, dass er jetzt steht, rein zu merken, für mich und für die. Und so in Kart, das ist die Meinung von Austern, dass Jesus der lebt, unsere Sünden sind vergeben und wir wollen für immer wie arm sein. Das ist was Austern ist. Und so ich wünsche, dass über diese Austerzeit für uns, dass das wird wirklich sein für uns, dass das wird real sein für uns, hat eine gute Zeit mit ihren Freunden und Familie und Scheideten und all die Dinge, das sind alles gute Dinge. Aber wir das keinmal nicht vergessen, was Jesus hat für uns getan. Dankeschön, Jesus, dass du bist um Kreuz gegangen, dass du bist gestorben für uns, dass du bist abgestanden. Von der aus der Tag, was wir feiern und wir bist eine Celebration haben und sagen, Dankeschön, Dankeschön, dass du bist abgestanden, dass du lebendig bist, dass du lebendig bist in uns. Help uns, dass wir das niemals vergeten. Wir wollen bis die nur fallen,
En din weg gaan, die harchen. Dankzij van ons leider zijn, Heilige Geest, ons leiden. We loven die en we danken die, Jezus. Amen. Alright, so dat nächste, waar we wat testimonies hebben, wat zeugnissen hebben van wat zich taufen laten. En so zij worden opgekomen en zij worden het zeugnis plus in kaart geven. We hebben met hen verteld en een interview gehad en met je tijd gespend. En die geschichte gehad, maar zij worden hier kaart, die geschichte van deel zijn, wat Jezus heeft veranderd gedaan. En hoe werden ze zich taufen laten. En so, dat is wat we het nächste worden doen. So, we hebben het eerst eerst komen op en dan worden we die testimony hier. Hallo, mijn naam is Maggie Thiessen. Ik wil me van jou laten tofen ten bewijs dat Jezus Christus als mijn persoonlijke redder en helper aangenomen heb. En ik heb gepland, wieder en sterker im Glauben te worden. Ik ben zeer dankbaar dat ik kon hier van jou zijn. Dankeschön. Good morning, mijn naam is Alicia. Ik wil me van jou tofen laten als een bewijs dat ik Jezus aangenomen als mijn persoonlijke redder en toen de nächste stap in mijn geloof neem. En ik wil weer een geestelijke leven wassen. Thank you. Amen. Hi, my name is James Neufeld. I'm getting baptized today as a public representation of my faith in Jesus. Awesome. Good job. Hallo, mijn naam is Anna. In 2021 nam ik de entscheidung Jezus aan te nemen. Ik had al lang erover nagedacht, maar ik voel me nervös volkomen genoeg om me te bekeren. Ik dacht, ik had nog zoveel te leren en beter te doen. Dan hier ik een dag een persoon zeggen, wat die brugst niet Unfehler oder Unsinn zijn om Jezus aan te nemen. Deens ubis nam ik de entscheidung ten Jezus aan te nemen. En dat is nu nog bij deze dag een van de beste entscheidungen wat ik genomen heb. Ik zie nog helemaal niet volkomen en ik wil nervös zijn, maar van dan aan heb ik mijn geloven gewassen en ik zie nu ook groeit wieder te wassen. En ik sta hier nu van jou verjunt, weels ik Jezus als mijn erlöser en mijn heiland aangenomen heb. En ik wil mij van jou en Jezus dopen laten als een bewijs van mijn geloven. Awesome. Thank you. Good morning. My name is Lucas Schmidt. I heard the gospel for the first time when I was 10 years old. I heard that salvation is a free gift to whoever believes. I struggled with this for a long time, thinking I had to obey rules to earn my salvation, until I came to the realization that I was unable to do anything for my own salvation. Ephesians 2 verse 8 says, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So I believed and trusted in Jesus' finished work on the cross, and today I would like to be baptized in obedience to Jesus' command. Awesome. Thank you. Good morning. My name is Kezia. I accepted Jesus into my life at the age of 11 after one of many long talks with my dad, as I tried to understand how exactly salvation, free salvation without works, could be possible. That day I understood that the debt had already been paid by a perfect man, the Son of God, when he arose from the dead. Today I would like to be baptized in obedience to him and to grow with him. Awesome. Thank you.
My name is Robin Schmidt. I first heard the gospel around 8 years old, but it wasn't then that I was saved. It took me years of confusion and misunderstanding before I truly realized that my salvation had nothing to do with me or anything that I could do, but everything to do with the death and the resurrection of Jesus Christ. Today I'm being baptized in obedience to Christ and a declaration of my faith in him. Awesome, thank you. Hi, my name is Banny Thiessen. I accepted Jesus into my heart 4 years ago, and today I am ready to get baptized and grow stronger in my relationship with God. Thank you. Awesome, thank you. There you go. Hi, my name is Nancy Friesen. I accepted Jesus as my Lord and Savior when I was 11 years old. So today I want to get baptized on my belief and grow stronger as a child of God. Thank you. Thank you. Good morning. My name is Ellie, and I accepted Jesus when I was 14, and today I'm getting baptized because of my beliefs in him, and I want to grow further in my relationship with Jesus. Thank you. That's awesome. Thank you. Hi, Sean. Hello, my name is Sean. I want to get baptized to show that I follow Jesus. I am grateful for the love and forgiveness God has given me. Thank you. That's awesome. All right, thank you very much. Så nästa var vi anfangen med tolven. Det team wat hierboven zingen en speelt. Je kan met zingen, je kan je met vrijen. Wanneer ze uit de woord eruit komen, je kan het cheeren, fan, wat allemaal je wil doen. Wat ik wil zeggen is dat we hadden 2 elders wat er waren in tank zijn. Een is Jake Thiessen en een is Albert Fries. Zij zijn ook wat hadden interviews gedaan met deze, wat zich tafel loopt met hen verteld. En hadden een goede tijd met hen gehad. We hadden alle zo live gewonnen door die testimony. En wel ons best met vrijen met hen. En zo wat we doen is, wanneer ze in tank zijn, en dan wat Albert, die wat een benoem aan, en tofen in noem van den Führer, en zeden en den Heiligen Geist. En zo wat we den proces doorgaan, en alle tofen. So, laat het beschrijven, die tijd wat we deze tofen doen.